schon de Komitee kennengelernt größtenteils am Anfang durch Nathalie Oberweis, bei einer guten Freundin von mir aus. Und wie hat angefangen hat, für das Komitee zu schaffen, hat Oma angefangen viel über den Konflikt zu schwatzen, über die Arbeit vom Komitee. Und schon dann 2015 habe ich angefangen für Frères des Hommes zu schaffen, das ist auch eine Entwicklungs-ONG. Und dann habe ich wirklich, dass Nathalie eben eine gute Freundin von mir ist, haben wir angefangen, viele Education- und Development-Aktivitäten zu Lützeburg zu organisieren zusammen. Und das am Anfang dadurch, dass wir angefangen haben, selber Aktivitäten zu organisieren, die zwei ONGs zusammen und auch noch mit anderen ONGs, dass ich mit dem Komitee mehr in Kontakt gekommen sind. Wir haben am Kader von einem Atelier über die Agenda 2030 an Schulen haben wir ein Atelier zusammen über den Objektiv der Development durable 16, das heißt Frieden und Gerechtigkeit, wo wir den Konflikt an Palästina belichten, und auch die Resistenzmovemente an Bolivien, wo wir dann irgendwie die Jungen begleiten, sich zu engagieren, sich politisch zu engagieren, an anderen Bürgermovementen, sich zu engagieren an ihrer Schule, für mehr Gerechtigkeit, für eine mehr durable Welt auch. Und da haben wir am Anfang angefangen zu kollaborieren, und eben noch Marche Gourmande Alternative, die wir zusammen organisieren, und auch am Kader vom Cinéma du Sud, das ist ein Festival, wo wir Filme weisen. Da haben wir auch oft Filme zusammen gewesen über Palästina oder auch zum Beispiel über Guatemala, weil eben interessant, dass man im Komitee ist, dass immer eine Offenheit da für auch andere Themen zu traktieren, wie just den Konflikt. Das heißt, kann ihn aber, die zum Beispiel die Projektion, die wir über Guatemala gemacht haben, das, wie gesagt, das war Guatemala und Palästina, aber von ihnen über die Resistenz guckt, und guckt, wie Erfolg sich organisiert, für gegen eine Ungerechtigkeit, gegen den Staat, ob es den internen Staat ist oder Staat nebendran, für sich gegen den zu verteidigen. Es ist interessant, dass kann ihn aber immer irgendwie Brücke bauen. Und der Komitee ist immer bereit, die Brücken zu bauen. Und das fand ich ganz schön. Und dafür ist es doch ganz schön, mit dem Komitee zusammen zu schaffen. Die Rolle vom Komitee an der Lützeburger Zivilgesellschaft ist ganz wichtig, weil das Komitee beim ganz präzisen Konflikt schafft. Den Konflikt von Israel und Palästina, wie ich schon gesagt habe, gibt es ja, das ist ein konkretes Beispiel von Missständen, die an der Welt geschehen. Und das heißt, das kann ihn durch das Foto oder die Loop ob der israelo-palästinensische Konflikt kann in verschiedenen Dominanzen, die man an der Welt tun, kann in die belichten. Und dadurch, dass der Komitee immer den Konflikt auch heranbringt an verschiedenen Diskussionen, die man haben, ob es über den Plädoyer Politik geht, hier zu Lützeburg, über die Kohärenz von unseren Politiken, bringt der Komitee immer die Lucht mit daran, die Experienzen, die in Palästina gemacht haben, wie können die belichtet gehen oder andere Experienzen belichten und stärken, wie können am Anfang Movementer, Resistenzmovementer, eng von denen anderen noch lernen und wie können wir alle zusammen auch von der Resistenz, die palästinensische Volk weist, auch lernen und noch mehr stark gehen und auch die Weltvision mehr bereichern. Das ist am Anfang ein Teil von einem Puzzle, am Anfang kann ich doch gesehen. Und das Komitee bringt eben ein Teil für Sachen mit klar zu sehen und die Leute auch verschiedene Sachen mit klar zu erklären. Ich meine, der Fakt, dass der Komitee als wie gesagt, den Konflikt israelo-palästinien mehr visibel, aber das aber auch der Fakt, dass der Komitee sich immer auf den internationalen Recht basiert, für Sachen zu erklären, als auch der Fakt, dass wir über den Droit international schwätzen, dass wir über die Menschenrechte schwätzen an der Zivilgesellschaft, an der Art und Weise, wie wir mit Sachen umgehen, bringt der Komitee das mal daran. Und ich fand das ganz wichtig.